Wir haben vor 3 Wochen gemeinsam das Sommerfest gefeiert. Das war richtig schön. Wir hatten 19 Taufen, die wir gefeiert haben. Das Fest war zusammen mit der Jewish Culture, der messianisch-ukrainischen Gemeinde, mit der wir verbunden sind in der Vineyard Bern Familie, mit der Lavinia, mit der kurdischen Gruppe und vielen anderen. Und es war richtig schön. Es war richtig intensiv. Ich weiß nicht, wer von euch auch dabei war. Ben, du hast dich taufen lassen, so schön, war so ein schöner Moment. Dürft ihn gerne nachher auch noch Segen gehen. Er ist ziemlich neu in der Stadt, hat sich taufen lassen. So schön bist du heute hier, Ben. Ja. Und ich wusste schon, dass ich in der folgenden Woche predigen würde über Epheser 2, 11 bis 22. Und es war, als ob Gott für die folgende Predigt mir wie den biblisch-theologischen Schlüssel oder Rahmen geben würde für das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und zwar haben wir letzte Woche gehört, diese Offenbarung, die Paulus erhalten hat, dass eben Juden und Heiden gemeinsam Zugang haben, dass er Frieden geschafft hat. Und eben nicht nur, dass jetzt alle, auch Geschlechter, alle Zugang haben zum Allerheiligsten quasi, sondern noch viel mehr, dass sie gemeinsam den Tempel bilden, gemeinsam den Ort, wo Gottes Gegenwart lebt und ist. Das hat uns letzte Woche beschäftigt. Und diese Woche wollen wir nochmal weitergehen. Ihr seht hier die schöne Symmetrie, die wir schon gesehen haben. Wir werden heute diesen ersten Teil mit dem Kapitel 3 abschließen, wo Paulus auch nochmal von sich spricht und dann eben am Schluss nochmal ein Gebet und ein Lobgesang auf Gott, den Vater und den Sohn schreibt. Und wenn du schon länger in der Vineyard Bern bist, weißt du, wir lesen jetzt den Text zusammen, den ersten Teil vom Epheser 3, 1 bis 14. Deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt doch gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan, wie es schon kurz beschrieben habe. Wenn ihr das lest, könnt ihr erkennen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Menschen früherer Generationen wurde es nicht kundgetan. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und mitteilhaben an der Verheißung in Jesus Christi durch das Evangelium. Dessen Diener bin ich geworden, dank des Geschenks der Gnade Gottes, die mir durch das Wirken seiner Macht verliehen wurde. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil. Ich soll den Heiden mit dem Evangelium den ungründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratschlusses beinhaltet, der von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So soll jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben wir den freien und vertrauensvollen Zugang, den der Glaube an ihn schenkt. Deshalb bitte ich, nicht wegen der Leiden zu verzagen, die ich für euch ertrage, denn sie sind euer Ruhm. Ich habe die Predigt heute genannt, wie die Weisheit Gottes sichtbar wird. Wie macht er die sichtbar? Paulus
spricht hier von sich selbst. Er stellt sich, den Botschafter hier, bringt er in Verbindung mit dieser Offenbarung, die er erhalten hat. Und wir haben gelesen, wie er von sich denkt in Vers 8. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade zuteil. Ich soll den Heiden mit dem Evangelium der unergründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratschlusses beinhaltet, der von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Paulus, ihm wurde offenbart, was schon seit Jahrhunderten, seit langer Zeit verborgen war, was wie Gottes Plan schon immer war. Und er soll der sein, durch den quasi diese Offenbarung, diese Erkenntnis der Weisheit Gottes verkündet wird. Und er sieht sich als den Geringsten unter allen Heiligen. Wir sehen bei Paulus immer wieder, dass er sich seiner Schwäche rühmt. Er sagt, dass er nicht gekommen ist mit starken Worten, schönsten Worten, sondern dass er gekommen ist, diese einfache Botschaft des Kreuzes zu predigen. Er wird auch beschrieben als unscheinbarer Mann, nicht unbedingt wahnsinnig hübsch anzusehen, so in Quellen als kleiner. Auf Berndeutsch würde man vielleicht etwas despektierlich sagen, chli dick und zusammengeflickt. Sehr böse Aussage, nicht wahr? Aber er wird als jemand beschrieben, der jetzt nicht der größte Redner und der beeindruckendste, charismatischste Person war. Aber ich glaube, nicht deswegen bezeichnet er sich als der Geringste. Wenn wir uns ein bisschen in die Vorgeschichte von Paulus, bevor er diese Offenbarung erhalten hat, wenn wir uns daran erinnern, dann nähern wir uns vielleicht an, wie er darauf kommt, von sich als dem Geringsten zu reden und wieso, dass das überhaupt spannend ist für unsere Frage heute. Paulus bezeichnet sich selbst beispielsweise im Philipperbrief als jemand, der vorher richtig damals für das jüdische Verständnis geeifert hat. Er war ein Eiferer, er war ein Pharisäer. Von seiner Linie her war er absolut top of the pops, wenn es darum ging, im Judentum irgendjemanden zu beeindrucken. Von edler Abstammung, bei hohen Rabbis gelernt, und er hat sich richtig dafür eingesetzt, für das jüdische Verständnis des Heils. Eigentlich war er einer derer, von denen wir letzte Woche gehört haben, die das exklusive Heil für das Judentum für sich in Anspruch genommen hat. Er war so eifrig, dass er jeden Abweichler verfolgt hat. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, dass er einer derjenigen war, die diese Christen verfolgt hat sofort. Er hat sich sogar Sonderbeauftragung, Sondergenehmigungen geben lassen, damit er diese neue jüdische Sekte, diese Christen quasi nicht nur in Jerusalem verfolgen darf, sondern sogar in Damaskus, was dann nicht ganz aufgegangen ist, wie er gedacht hat. Gott hat dort eingegriffen. Aber er war jemand, der sogar mitschuldig war am Tod von Christen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er auf die Kleider aufgepasst hat, als Stephanus gesteinigt wurde und offenbar das ganz gut fand. Vielleicht spürst du hier die Diskrepanz zwischen der Größe der Offenbarung, die durch ihn sichtbar werden soll, und zwischen der Person, die er gewesen ist, die Ideale, die er verkörpert hat. Paulus, der nicht eine wahnsinnig beeindruckende Figur war und der sich hervorgetan hat durch sein Eifer im Verfolgen der Christen. Und als er auf dem Weg ist, so einen Auftrag auszufüllen, die Christen auch in Damaskus zu verfolgen, begegnet ihm Jesus. Ihm, dem Geringsten, der diese neue Bewegung sogar verfolgt hat, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Juden selbst wieder mehr nach der Tora leben.
Ihm offenbart sich Gott und ihm schenkt Gott die Offenbarung, dass er Friede stiften will zwischen Juden und Heiden. Diesem Paulus. Und so ist es für dich vielleicht auch besser verständlich, wenn du dir die Passagen von Paulus in Erinnerung rufst, falls du sie schon kennst, wo er darüber spricht, dass alles reine Gnade ist. Ja, auch hier. In Gottes Gnade wurde ihm diese Aufgabe zuteil. Das sagt jemand, der davor alles getan hat, um jene zu verfolgen, die sich auf Christus bezogen haben. Verstehst du, wie groß diese Gnade für ihn erschienen haben muss, dass genau er ausgesucht worden ist, diese krasse Apokalypse, diese Offenbarung sichtbar zu machen, zu verkünden. Was will ich damit sagen? Vielleicht fühlst du dich auch manchmal als der oder die Geringste, unwürdig, unpassend, um sein Reich sichtbar zu machen, um Licht und Salz zu sein. Vielleicht denkst du auch manchmal gering von dir, wie er, der von sich als dem Geringsten gesprochen hat und sich aber aufgrund dieser Umstände, in denen er war, also seiner Person vorher, nicht davon abbringen lassen hat, genau das zu verkünden, was Gott genau ihm offenbaren wollte. Verstehst du? Vielleicht fühlst du dich klein, schwach, unfähig. Gott sucht genau die aus. Und vielleicht erinnerst du dich an die Bergpredigt. Es klingt ja irgendwie komisch. Wieso sollte man so jemanden aussuchen? Im Reich Gottes macht es durchaus Sinn. Macht durchaus Sinn. Er sucht die aus, die Schwachen, die Armen, die Trauernden und sogar die Verfolgten. Paulus war so mit hineingezogen in diese Offenbarung von Jesus, dass er sehr gerne bereit war zu leiden für diesen Jesus. Es wird beschrieben, dass er im Gefängnis war, nicht wahr? Gleich zu Beginn. Paulus, der Gefangene Jesus Christi. Wir wissen aus anderen Briefen, dass er im Gefängnis war, aber sofort deutet er das um. Hey, ich bin nicht einfach gefangen. Die Umstände halten mich nicht zurück. Wenn ich gefangen bin, dann bin ich gefangen von Jesus Christus. Und er lässt sich nicht mal durch Umstände zurückbinden. Er war ein Apostel, der dafür bekannt war, in der Welt umherzureisen, Gemeinden zu ermutigen, zu stärken. Und dann landet er im Gefängnis. Er hätte auch sagen können, oh Mann, Herr, wieso hast du mich jetzt ins Gefängnis gesteckt? Du wolltest doch, dass ich umherreise. Du wolltest doch, dass ich dein Wort verkünde. Und jetzt bin ich im Knast. Super, danke. Such dir einen anderen. Nein, er denkt nicht so, sondern was er tut ist, er beginnt Briefe zu schreiben. Hat er auch sonst gemacht, aber wir haben einige Briefe aus dem Gefängnis. Und ganz ehrlich, in gewisser Weise bin ich sehr dankbar, dass Paulus ins Gefängnis gekommen ist. Wie schade wäre es, wenn wir alle Gefangenenbriefe nicht hätten, weil er die Gemeinden hätte besuchen können, um den Leuten direkt die Sachen zu erzählen. Wenn du dich schwach, unwürdig fühlst, Gott kann dich brauchen. Wenn deine Umstände dem entgegenstehen, was du denkst, dass Gott zu dir gesagt hat, dann gibt es einen Weg. Dann gibt es einen Weg, wie Gott dennoch seine Weisheit auch durch dich sichtbar machen kann. Wir lesen weiter. Die Frage ist ja, wie macht Gott sein Geheimnis, seine Offenbarung kund? Wie wird das sichtbar? Und ich finde spannend, was Paulus hier in Vers 10 schreibt. So soll jetzt den Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden, nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unserem Herrn, ausgeführt hat. So soll jetzt den Fürsten und Gewalten oder den Mächten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden.
Wir hatten im Frühling ein Denklabor zum Thema Mächte und Gewalten. Denklabor, das ist so ein Format, das wir im Normalfall zweimal im Jahr im Apotheker durchführen. Und wir haben uns da Gedanken gemacht zu Mächte und Gewalten. Und ich kann euch jetzt hier nicht in 2-3 Minuten 7 Abende voller rauchender Köpfe zusammenfassen. Aber die Essenz dessen, es geht, glaube ich, weniger darum, um irgendwie dämonische Mächte, wie die uns vielleicht in Gruselfilmen entgegenkommen oder so, auch wenn ich selbst schon erlebt habe, wie Mächte auch Menschen belasten. Aber ich glaube, hier geht es vielmehr um so große Mächte, die durchaus destruktiv sind, aber die ganze Gesellschaften irgendwie so aufwühlen und negativ beeinflussen. Sei das Nationalismus, der Gesellschaften spaltet, oder Kräfte, die uns einreden wollen, dass wir zu wenig schön, zu wenig gut sind, dass wir, wenn wir uns mit dem Ideal auseinandersetzen, uns immer zu dick und zu wenig fit fühlen. Oder seien das Ideologien, die einfach spaltend wirken unter uns. Und vielleicht ein Beispiel, das so ein bisschen veranschaulichen kann, wie ich mir das vorstelle, diese Mächten und Gewalten, denen die Kirche ankünden soll, die Weisheit Gottes. Vor ungefähr einem Jahr haben wir zusammen mit der Jewish Culture hier draußen auf dem Waisenhausplatz Rosh Hashanah gefeiert, das jüdische Neujahrfest. Öffentlich auf einem Platz mit ukrainischen und israelischen Fahnen. Und du kannst dir ja vorstellen, was das im Moment in der Öffentlichkeit auslöst, wenn du mit wehenden israelischen Fahnen auf der Straße bist. Es ging uns nicht um ein politisches Anliegen, irgendwie Solidarität mit dem Staat Israel und der ganzen Situation. Das war nicht das Thema, sondern den Neuanfang, den Gott jedes Jahr neu schenkt, ja, Menschen mit hineinzunehmen, dass immer wieder Veränderung möglich ist. Ich war in der ungemütlichen Situation, dass ich auf Deutsch moderiert habe. Wir hatten so Texte. Einer war ukrainisch, das hat der Ukrainer, und ich hatte die deutsche Übersetzung, und das hätte so klappen sollen, dass wir quasi das gesagt haben. Nur der ukrainische Mann, der hat irgendetwas erzählt und ich stand dann da mit einem Text, keine Ahnung, was der gesagt hat, und er sagte mir einfach, ja, sag einfach irgendwas. War so eine interessante Situation, nicht wahr? Auf jeden Fall gegen Ende habe ich gesehen, wie ein junger Mann gekommen ist und eine Palästina-Fahne geöffnet hat. Und zum Glück war die Veranstaltung gleich fertig und ich konnte zu ihm hingehen. Und ich bin zu ihm gegangen und habe gefragt, hey, erzähl mir deine Geschichte, wieso stehst du hier? Das interessiert mich. Dann hat er mir erzählt, dass er in diesem Krieg, der aktuell läuft, 2 Familienmitglieder gestorben sind durch die israelischen Streitkräfte. Ich habe ihm gesagt, hey, das tut mir so leid. Es gibt nichts in dieser Welt, das rechtfertigt, dass Menschen einfach sterben, dass Menschen umgebracht werden. Keine Ideologie, tut mir richtig leid für dich. Und ich merkte, wie ich ihn erreicht habe. Vielleicht kennt ihr das, wenn es so brenzlige Situationen sind und du merkst, du spürst irgendwie, findest du den Zugang. Auf jeden Fall ist dann eine andere Frau dazugekommen, die hatte eigentlich nichts damit zu tun, und die hat ihn immer wieder angestachelt, immer wieder aufgestachelt. Und es war dann wie eine Art Machtkampf zwischen mir und ihr. Ganz eine komische Situation. Und als ich dann gesagt habe, einfach so zum Schluss habe ich gesagt, hey, ich wünsche dir einfach, dass der Hass dein Herz nicht zerfrisst, weil das wird dir nicht dienen. Und dann war die Reaktion der Frau, nein, der Hass, das ist die Kraft, die wir brauchen, um weiter zu kämpfen. Das meine ich mit Mächten und Gewalten, die wir in der Gesellschaft wirken. Versteht ihr, was ich meine? Das war so ein Beispiel einer Macht, die im Moment wirkt, die trennend ist. Ideologien, die das Destruktive in den Vordergrund rücken. Glücklicherweise war dann die Veranstaltung fertig, unsere Leute hatten schon aufgeräumt und wir standen nur noch zu dritt da, und dann konnte ich dann auch gehen und die Situation war gelöst. Diesen Mächten und Gewalten sollen wir ankündigen, die vielfältige Weisheit Gottes. Wer soll das ankündigen? Wer?
Durch wen soll das sichtbar werden? Durch die Kirche, durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde soll die vielfältige Weisheit Gottes offenbar werden. Diese Weisheit, dass eben Gott Einheit, Friede schafft. Und weißt du, die Offenbarung, die Paulus hatte, diese Erkenntnis, die sich ihm eröffnet hat, die dazu geführt hat, dass er bereit war, alles hinzugeben, das ist nicht einfach eine intellektuelle Erkenntnis geblieben bei ihm. Wie meine ich das? Nun, wenn du dir die verschiedenen Paulusbriefe überlegst und wenn du sie noch nicht kennst, wenn du die mal durchliest, dann wirst du merken, dass die Gemeinschaften, die durch Paulus gegründet worden sind, eigentlich genau solche Gemeinschaften gewesen sind. Wir finden in diesen Paulusbriefen Hinweise darauf, dass es Streit um Beschneidungsvorschriften gab. Wen soll man beschneiden, wen nicht? Paulus hat sogar einen seiner Mitstreiter beschneiden lassen. Wieso? Keine Ahnung, wäre eine andere Predigt. Wir hören von Speisevorschriften, Diskussionen, die es da gab. Die einen, die Starken, die das Gefühl hatten, ja, wir können ja alles essen. Die anderen, die wie im Gewissen noch das Gefühl hatten, nein, wir können nicht einfach alles essen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass offensichtlich diese Gemeinschaften aus Juden und Menschen aus den Völkern waren. Das ist ein Beispiel. Es gibt Hinweise für soziale Unterschiede. Paulus musste Reiche konfrontieren, die beim Abendmahl einfach die einfach gefeiert haben, geprasst haben, geschlemmt haben, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, während die Armen am Rande waren und nicht richtig genug haben. Das musste Paulus adressieren in seinen Gemeinden. Ein Hinweis dafür, dass die Gemeinschaften von Arm und Reich gewesen sind. Wir haben den Philemon-Brief, wo Philemon versucht, einem Sklavenhalter nahezubringen, dass er doch seinen entlaufenen Sklaven nicht als Sklave wieder annehmen soll, sondern als Bruder. Ein Hinweis dafür, dass diese Gemeinschaften waren, bei denen Sklaven und Herren, ihre Herren, Sklavenhalter, gemeinsam Teil dieser Gemeinschaften waren. Und wir sehen Hinweise für ein Neuaufbrechen der Geschlechterrollen. Paulus schrieb darüber, wie sich Frauen im Gottesdienst zu verhalten hatten. Das schreibt er nur, weil Frauen eine Rolle zu spielen hatten. Versteht ihr? Wir merken, da ist etwas aufgebrochen. Wir sehen auch im Römerbrief, was ich glaube, dass von der Tradition dann auch ein bisschen, anders gedeutet wurde, aber wir sehen dort klar, dass es Frauen gab, die leitende Funktionen übernommen haben. Zum Beispiel Phoebe, Junia, Priska im Römer 16. Kleine Klammer, wir hatten mal einen Denklaborabend zur Rolle der Frau in der Bibel, ist leider schon durch, aber war fantastisch. Dort haben wir gesehen, wie stark sich eigentlich in der frühen Jesusbewegung eben Frauen eine wichtige Rolle gehabt hatten. Diese Gemeinschaften, die Paulus gegründet hat, das waren Gemeinschaften, die der Offenbarung entsprochen haben, die er erhalten hat. Das war nicht einfach nur eine Predigt. Das waren nicht einfach Worte, schöne theologische Erkenntnisse, sondern das, was ihm offenbart worden ist in dieser Anfangszeit, ist konkret geworden. Diese frühen Gemeinden, die hatten keine Botschaft. Sie waren die Botschaft. Sie hatten nicht eine Predigt, sie waren eine Predigt. Jeder, der in Berührung gekommen ist mit dieser Gemeinschaft, hat gemerkt, oh, was ist das? Wer seid ihr denn? Versteht ihr? Ich war vor einiger Zeit in Nepal. Und da habe ich mit einem Freund aus der Vineyard in Nepal darüber gesprochen, über diesen Wert in der Vineyard, everybody gets to play, jeder kann mitspielen. Und da hat er mir gesagt, weißt du, bei uns
Bei uns ist das ganz zentral, dieser Wert, und der wird sichtbar, ohne dass ihr Westler das je erkennen würdet. Und ich so, also wie meinst du das jetzt? Also wie soll ich das verstehen? Da hat er mir gesagt, weißt du, bei uns in Nepal gibt es in der Gesellschaft immer noch ein Kastensystem. Jeder Nepalese erkennt, wer in welcher Kaste ist. Jetzt, selbst in vielen Gemeinden sitzen die Leute nach Kasten. Und einige, die außerhalb der Kasten sind, die dürfen noch draußen Platz nehmen, je nach Kirche. Bei uns sitzen alle gemeinsam, alle durcheinander. Versteht ihr, diese Gemeinden in Nepal, die sind die Botschaft. Sie sind diese Botschaft. Wir sprechen oft von der Bedeutung des Seins gegenüber dem Tun. Das ist uns ganz wichtig, auch mir. Wir wollen nicht einem Aktivismus verfallen und irgendwie versuchen, hier noch und da und tun und aktivistisch sein etc. Aber wie oft interpretieren wir dieses Sein als etwas Individualistisches, das vor allem damit zu tun hat, dass ich selbst mir mehr Zeit nehme, mit Gott, in Gott verwurzelt zu sein. So ich und mein Jesus, und ich brauche mehr stille Zeit, um ins Sein zu kommen. Das klingt jetzt ein bisschen einen spöttischen Unterton. Ich meine das nur halb so. Das ist wirklich wichtig. Könnte es sein, dass dieses Sein auch mit unserer Gemeinschaft zu tun hat, wer wir sind als Gemeinschaft. Nicht nur, wer ich als Einzelperson bin in Jesus. Könnte es sein, dass da nochmal etwas verborgen liegt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und Paulus hat ja davon gesprochen, dass Jesus im Kreuz Frieden geschaffen hat zwischen den Juden und den Völkern. Frieden hat er geschaffen. Diese Gemeinschaften, die waren wirklich so, die waren so durchmischt. Aber weißt du was? Wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann waren diese Gemeinschaften viel weniger friedlich, als das klingen mag, wenn er sagt, er hat Frieden geschaffen. Die hatten Streit, Auseinandersetzungen. Aber das war eine Folge des Friedens, verstehst du? Könnte es sein, dass Gott uns auch heute wieder herausfordert, uns zu öffnen für Jesus-Nachfolger, die vielleicht nicht genau gleich denken, in der gleichen Bubble sind wie wir, dass das vielleicht auch mit Konflikten kommt, aber dass diesem Frieden viel näher kommt, als einfach mein persönliches Gefühl. In einer Welt, die immer mehr polarisiert wird, in einer Welt, die, egal welches Thema man irgendwie schon in gewissen Familien kann man darüber nicht mehr sprechen, weil das gibt Spaltung und Streit. Über das Thema kann man nicht mehr, über Politik kann man nicht, über Gesundheit kann man nicht. Könnte es sein, dass in einer Gesellschaft, die in vieler Hinsicht immer mehr auseinanderdriftet, die mehr und mehr geprägt ist auch von kulturkämpferischen Tönen, wir gerufen sind, eine Gemeinschaft zu sein, die trotz aller Unterschiedlichkeiten gemeinsam ist und einander annimmt, so wie wir sind. Ich glaube, dazu ruft uns Gott. Paulus beschließt dann diesen ersten Teil, diese erste Hälfte des Epheserbriefs mit einem Gebet. Und das wollen wir nochmal zusammen lesen. Kapitel 3, Verse 14 folgende. Wir lesen das zusammen. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat. Er gebe euch Kraft aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr durch seinen Geist gestärkt werdet im inneren Menschen. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So
Seht ihr es? So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Dem aber, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, ihm sei Herrlichkeit in der Kirche und in Christus bis in alle Generationen. Amen. Jetzt sind wir wieder zusammen. Paulus betet hier zum Schluss darum, dass sie die volle Erkenntnis haben mögen. Und ich glaube, darin liegt auch etwas verborgen. Ich glaube, diese Offenbarung, die volle Offenbarung der Liebe Gottes, das ist etwas, auch solch eine Gemeinschaft zu werden, ist ein Geschenk von ihm, das ist Gnade. Das ist nicht etwas, was wir einfach leisten. Und ich glaube, das betet er hier am Schluss, weil er sich genau dessen bewusst ist. Er betet das für sie. Er betet es, weil er versteht, wir brauchen es, in ihm verwurzelt zu sein, dass er tief in ihm verwurzelt zu sein, bei ihm zu sein, damit wir mit allen zusammen das Maß der Liebe Gottes erfahren können. Er betet es, weil er weiß, es ist ein Geschenk. Es ist etwas, was wir uns nicht selbst erarbeiten können in dem Sinne. Und ich glaube, dass wir eine einzigartige Gelegenheit haben, hier in der Vineyard Bern, einfach das gemeinsam uns zu öffnen, dieses Geschenk anzunehmen, immer wieder neu. Uns zu öffnen, von uns selbst wegzuschauen und uns auch auf Menschen, die vielleicht ein bisschen anders geprägt sind, mit ihnen unterwegs zu sein. Wie könnte das konkret aussehen? Du könntest zum Beispiel mal die Lavinie besuchen, das ist zwar auf Französisch, aber glaub mir, die meisten sprechen sowieso Deutsch, zumindest die jüngeren Übersetzungen wird kein Problem sein. Die treffen sich um 11 Uhr hier unten im Keller hier, im 11. Oder du könntest mal an einem Samstag die Jewish Culture besuchen im Apotheker, das ist um 10.30 Uhr. Da bietet es sich an, dass du dein Handy und Kopfhörer mitnimmst, weil Übersetzung gibt es immer, aber die ist über Handy, also so, genau. Wenn du die kurdische Community kennenlernen möchtest, dann gehst du am besten auf Pia Schmid zu oder kannst auch auf mich zukommen. Das ist eine Gelegenheit. Aber ich habe mir noch etwas anderes überlegt. Und zwar, ja, manchmal sind es ja so Settings, geht man einfach und ist dann einfach so ein Gottesdienst oder so. Und ich habe mir überlegt, ich mache eine Kleingruppe nach Maß. Kann man noch bis Mittwoch anmelden, nicht wahr? Und wenn du dich dort anmeldest, werden wir dich verbinden mit jemandem aus der Jewish Culture oder jemandem aus der Lavinie oder so, einfach jemand anderem. Und dann geben wir euch die Kontaktdaten und dann könnt ihr abmachen, euch zum Essen einladen. Die Idee ist einfach, ja, dass man mal jemanden in ganz ungezwungenem Rahmen kennenlernt. Also die Kleingruppe wird nicht zentral sein, es wird nicht, wo man sich gemeinsam trifft, sondern die Idee ist wirklich die Gelegenheit einfach als Einzelperson oder als Paar, als Familie, wie auch immer, und kann sich auch zusammenschließen, dann einfach jemand anderes kennenlernen, dass wenn wir dann beispielsweise beim nächsten Sommerfest wieder alle zusammen feiern, dass man da schon einige kennt, einige Gesichter, auf die man schon mal gestoßen ist und ein bisschen Geschichte kennt. Das wäre diese Kleingruppe nach Maß, du wirst die dann sehen. Ich habe den Namen vergessen, wie ich sie angemeldet habe, aber das wird dann schon irgendwie klar sein, was es ist. Und es gibt noch eine Gelegenheit, wir werden wieder Rosh Hashanah feiern, ich glaube, das ist am 20. September. Und wenn du dort irgendwie Teil davon sein möchtest, kannst du gerne auf mich zukommen. Genau. Und Vater, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass du
dass du Menschen auswählst, die vielleicht nach menschlichen Maßstäben gar nicht so mega geeignet sind für Aufgaben. Dass auch wenn wir uns selbst manchmal als Geringste fühlen und wir vielleicht das genaue Gegenteil von dem getan haben, was wir eigentlich denken, zu dem du uns rufst, dass das uns nicht disqualifiziert, Herr. Und ich danke dir, dass keine Umstände uns davon abhalten können, sondern dass du auch unsere Umstände zu einem Segen werden lassen kannst für deine Nachfolger in der Zeit. Und Herr, ich danke dir, dass wir gemeinsam Gemeinschaften sein dürfen, hinein uns schenken lassen dürfen, Gemeinschaften zu sein, die über die Grenzen hinweg gehen. Und ich danke dir, dass so du deine Weisheit in uns hineinlegst. Und ich bitte dich, Herr, dass dieser Aspekt mehr und mehr sichtbar wird in uns, dass es nicht um die Botschaft nur geht, die wir predigen, sondern dass wir erleben dürfen, dass wir diese Botschaft sind und die Menschen an uns erkennen, wer du bist und wie deine Weisheit aussieht. Amen, Amen. Die will, was mit uns geschehen. Amen, Amen. So wie du sagst, soll sein.